Hallo zusammen! Hallo miteinander! Ihr bekommt heute einen kleinen Statusbericht, was wir in den letzten Tagen so gemacht haben. Und ihr erfahrt, wie es bei uns jetzt weitergeht. Also nochmal. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir uns die letzten 2-3 Tage eine kurze Auszeit gegönnt, sind ein bisschen offline gewesen, mal vor allem was mit Storyflow zu tun hat. Und haben aber gleich noch ein paar coole Sachen machen diese Tage. Wie ihr seht, sind wir im Coiffeur gewesen. Cool war mal hier in Vietnam zum Coiffeur, das war ein Erlebnis. Hier ein paar Bilder. Auch nicht nur der Coiffeurbesuch allein war ein kleines Abenteuer. Wir hatten nachher noch einen kurzen Zwischenfall mit unserem Roller. Und zwar, als wir rausgekommen sind, haben wir einfach eine Platte im hinteren Reifen. Und wie es der Zufall so wollte, also so zufällig war es wahrscheinlich nicht, ist wirklich ein paar Meter vom Coiffeursalon weg, am nächsten Ecke, hat schon einer gewartet, um uns den Reifen auszuwechseln. Also sehr, sehr dubios. Wir haben natürlich dann gleich wechseln, wir hatten keine andere Wahl. Hat auch nicht so viel gekostet, irgendwie 4 Franken. Wir haben noch eine Aufnahme von dem Teil, der im Reifen gesteckt ist. Ich glaube, das findet der Weg auch nicht einfach so in den Reifen. Aber ja, es war auch mal eine Erfahrung. Und, ist zum Glück nicht teuer gekommen. Eben, ist zum Glück nicht teuer gekommen. Wir waren in den letzten Tagen recht fleissig. Der Flo hat an seiner Webseite gearbeitet. Ja, ich mache eine Webseite für meinen Freelancer-Auftritt, also wo ich meine Dienstleistungen anbieten kann, damit, wenn irgendjemand einen Auftrag hätte, damit ich dem etwas zeigen kann, damit er ein bisschen sieht, was ich schon für Projekte gemacht habe und so, dass ich eine kleine Referenz habe. Ja, das wird in den nächsten paar Tagen hoffentlich dann online gehen. Und ich habe an meinem CV gearbeitet und allgemein an meinen Bewerbungsunterlagen. Morgen sollte ich dann fertig sein, aber ich würde mich gerne auch mit einem Video bewerben. Das ist mal etwas ganz Neues. Auf diesem Weg habe ich es noch nie gemacht, aber ich habe das Gefühl, gerade wenn du halt nicht vor Ort bist, weil ich will ja als virtuelle Assistentin arbeiten, hat halt so der Arbeitgeber doch die Möglichkeit, dich ein bisschen besser kennenzulernen oder einfach zu wissen, wer du bist. So viel zu dem kleinen Statusbericht, was wir die letzten paar Tage so gemacht haben. Jetzt zum eigentlich Interessanten, wie geht es weiter, also was haben wir so vor auf Storyflow. Und zwar ist es so, wir haben jetzt 30 Tage lang wirklich jeden Tag einen Daily Vlog gemacht. Und wie ihr vielleicht merkt, mittlerweile fühlen wir uns durch das schon ein bisschen wohler vor der Kamera. Es hat uns wirklich mega Spass gemacht. Aber es war auch sehr, sehr viel Aufwand gewesen. Und gerade jetzt in diesen Wochen, wo wir halt uns eigentlich voll darauf konzentrieren, als digitale Nomaden durchzustarten, wo wir schauen, dass wir Aufträge an Land ziehen und so und endlich auch damit anfangen, Geld zu verdienen. Es ist nicht ganz so einfach, wenn wir wirklich jeden Tag ein Video machen. Darum haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir dort ein bisschen zurückschrauben. Aber keine Angst, es wird weiterhin Videos geben. Und zwar haben wir vor, pro Woche mindestens einen Daily Vlog zu machen, also genau so wie jetzt vorher auch. Einfach halt nicht mehr jeden Tag, sondern nur dann, wenn wir halt dann wirklich auch einen coolen Ausflug oder so machen können. Zusätzlich zu dem probieren wir auch, dass wir vielleicht 1-2 Videos zu einem spezifischeren Thema sind, wo wir ein bisschen mehr noch auf gewisse Themen eingehen können. Bevor wir jetzt aber mit dem starten, möchten wir gerne noch ein Q&A-Video machen. Das heisst, jetzt liegt es an euch, uns Fragen zu schicken. Wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele Fragen bekommen. Dann können wir die dann alle in einem Video beantworten. Das Video wird am Sonntag hochgeladen, das heisst, ihr habt bis am Freitag Zeit, um Fragen einreichen und wir dann werden beantworten. Ja, wir sind gespannt auf eure Fragen und freuen uns jetzt schon, die dann zu beantworten am Sonntag. In der Zwischenzeit wünschen wir euch eine ganz gute Zeit. Vergessen nicht. Geht raus. Schreibt eure eigene Geschichte. Tschüss zusammen, bis bald. Tschüss.